Oh nein, Messi, hey, das mache ich nicht mit. Ja, sag, was willst du denn dagegen machen? Ich habe den ganzen Sonntag darüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass es nur eine Möglichkeit gibt. Wir müssen den Fall aufklären, und zwar bevor sich unsere Eltern reinmischen. Wie willst du denn das machen? Das haben wir uns doch schon am Samstag überlegt und sind nicht weitergekommen. Wir müssen halt logisch vorgehen. Kombinieren, Leute. Das habe ich euch doch schon manchmal gesagt. Also, wenn man ein Verbrechen aufklären will, muss man 2 Sachen berücksichtigen. Der Täter muss ein Motiv haben und ein Gelegenheitsverbrechen auszuüben. Hä? Nochmal bitte. Klar ist einfach eins. Ich hätte aus dem Weg geräumt werden. Ich bin mit meinen Ermittlungen ganz nah dran gewesen. Der Täter hat kalte Füße bekommen und da war ihm natürlich jedes Mittel recht gewesen. Am Samstag zwischen 9 und 2 hat jemand Gelegenheit gehabt, mir die CD in die Jacke zu stecken. So lange ist sie nämlich im Schrank gehangen. Und vorher war die CD noch nicht drin. Das weiss ich ganz genau. Bevor wir zum Glücksrad sind, habe ich nämlich noch die Nasentücher aus dem Jackensack genommen. Aber das ist es ja gerade. Der Schrank war die ganze Zeit abgeschlossen. Also hätte niemand an deine Jacke können. Das haben wir uns doch schon überlegt. Und das war der Fehler. Für das Kästchen existiert doch sicher ein zweiter Schlüssel. Und der liegt irgendwo in einem Büro, vielleicht sogar beim Stehlen oder beim Grossmann. Und das heisst? Dass jeder, der in der fraglichen Zeit in Büros konnte, auch an meine Jacke herangekommen ist. Und in Büros kommen nur Angestellte vom Hurtig. Super. Weisst du, wie viele Angestellte es hier gibt? Natürlich weiss ich das, aber denk ans Motiv. Kannst du nicht einmal ein bisschen verständlicher reden? Es gibt 6 Leute beim Hurtig, die wir kennen. 3 davon haben Gelegenheit gehabt, aber kein Motiv. Das wären der Grossmann, der beklaut sicher nicht sich selber. Der Parfümerie-Schminkkasten ist viel zu doof dafür und die CD-Verkäuferin viel zu nett. Dann bleiben nur der Stele, der Pitt und der Blumenthal übrig. Mann, Kalle, was sollten denn die für ein Motiv haben? Ich habe mir alles genau überlegt. Die Weihnachtsmänner sind nur ein Ablenkungsmanöver. Der Pitt hat geklaut und um nicht selber in Verdacht zu kommen, haben sie ihn geopfert. Aber Moment mal. Der Pete ist doch entlassen worden, weil er zu faul war. Und aus Rache hat er angefangen zu klauen. Ich tippe eher auf ein organisiertes Verbrechen. Ja, schon gut, Kalle. Die Weihnachtsmarkt-Connection hat zugeschlagen. Komm, wir machen lieber mit dem Motiv weiter. Neid, ist doch klar. Der Stele ist neidisch, weil ich den Pitt beim Klauen verwünscht habe. Was haltet ihr davon? Ja, irgendwie logisch. Und wie sollen wir herausfinden, wer von diesen 3 geklaut hat? Und sogar wenn wir es schaffen, wie wollen wir das beweisen? Warum fragen wir nicht die nette Kassiererin in der CD-Abteilung? Vielleicht ist deren etwas aufgefallen. Spinnst du eigentlich? Wir haben doch Hausverbot. Was ist, wenn sie uns verwünschen? Das müssen wir halt riskieren. Also abgemacht. Nach der Schule gehen wir zum Hurtig und dann schauen wir weiter.